Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare Video. Leute, lange kein Video in dieser Form gegeben. Ja, von daher einfach mal eine kurzes Statement, warum. Einfach, ich habe es ja schon mal gesagt, in den englischen Wochen, wenn da 3 Spiele in 6 Tagen sind oder in 7 Tagen, das artet dann leider aus. Ja, das sind so schon immer, lass mich kurz überlegen, 1, 2, 3, 4 Videos pro Spiel. Wenn ich dann noch jedes Mal die Kommentarvideos gemacht hätte, es fehlt einfach die Zeit. Ja, und da bin ich auch ganz ehrlich, mir hat auch die Lust gefehlt. Weil ich teilweise Kommentare habe, die, ich seit 1,5 Jahren versuche zu beantworten, damit umzugehen. Und die Leute schnallen das einfach nicht. Die fühlen sich persönlich angegriffen, wenn da jemand sitzt, der eine andere Meinung hat, wie derjenige, der den Kommentar schreibt und so weiter und so fort. Ich will jetzt gar nicht zu tief drauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich da keinen Bock drauf. Ja. Und deswegen wird es jetzt in Zukunft so sein, dass wenn ich Bock habe, mich abfacken zu lassen, teilweise, dann mache ich kommentiere eure Kommentare, Videos, und wenn es mir zu viel ist, in den englischen Wochen, dann mache ich es halt nicht. Ja, ganz einfach. Ganz nach Lust und Laune. So wird der Bums hier laufen. Gut. Ansonsten lasst euch überraschen. Den einen oder anderen Effekt werden wir dann mal hier einbauen, wenn es wirklich wieder super dumme Kommentare sind. Aber gut. Ansonsten sind ja auch viele gute Kommentare da, viele Kommentare, die eine andere Meinung haben, was ich super schätze. Ja, solange man mir die nicht aufzwingen möchte, so wie ich euch meine Meinung nicht aufzwinge. Ich verstehe auch nicht, wie Leute darauf kommen, dass ich euch meine Meinung aufzwingen möchte. Das will ich gar nicht. Ja. Das ist nur einfach meine Meinung und damit ist auch gut. Gut, Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Wir gehen rein hier in eure Kommentare. So. Wow, schon abgeschnitten oben, Emolkal. Können wir schon gar nicht mehr lesen. Emolkal auf jeden Fall. Neuer 3-, wieder unnötig weit vorne. Upa Minje 2, Davis 3, Guerrero 3-, Goretzka 1 mit 3 Sternchen. Sympathiepunkte, aber eigentlich eine 2-. Kimmich weniger als 20 Millionen Gehalt, auch wenn er jedes Spiel spielt. 4, weil er Schüsse frei nicht rein macht. Vergleiche mit Xhaka. Ich vergleiche Kimmich nicht mit Xhaka, aber ja. Coman 3-, Musiala jeden Cent Gehalt wert, den er bekommt, aber hätte einen machen müssen. 2. Michael, Genuss 2, Kane 2+. Ja, immer Karl. Erstmal vielen lieben Dank. Ich mag das, wenn auch ihr eure Noten postet. Geht ja teilweise in eine gleiche Richtung. Teilweise natürlich ein bisschen anders, aber ich finde es immer super interessant. Kasa, kurzer Take zum Fahr. Die ersten beiden Pokalrunden haben gezeigt, dass der Fahr die Schiedsrichter schlechter gemacht hat. Das ist richtig. Was natürlich logisch ist, denn wenn die wissen, dass der Fahr alles Kritische im Blick hat, dann können die sich auf andere Dinge konzentrieren. Was bedeuten sollte, dass sie sich in anderen Bereichen verbessert haben. Welche das sein sollen, weiß ich allerdings nicht. Das weiß ich auch nicht. Ja, die Schiedsrichter verlassen sich da teilweise drauf, eben auch aus dem Grund, ja, dass der ja auch nur eingreifen darf, wenn es wirklich eine krasse Fehlentscheidung ist, und deswegen entscheiden manche Schiedsrichter schon gar nichts mehr, sondern warten gleich auf eine Ansage vom Fahr. Ja, diese ganze Fahrgeschichte ist eine Katastrophe, so wie es gerade benutzt wird. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Nicht nur für die Schiedsrichter, mich würde auch mal eine ehrliche Meinung von den Schiedsrichtern interessieren, wie die das befinden. Aber auch so ist es eine Katastrophe. Und ja, in den Pokalrunden, das war ganz wild. Ja, ich verstehe den Sinn auch nicht. Ja, der Sinn ist, weil kleinere Vereine das nicht leisten können. Deswegen gibt es das da nicht. Boah, ich weiß es nicht. Ist eine ganz schwierige Kiste. Ne? Kannst du so groß aufmachen und kannst gefühlt 200 Stunden über den Fahr quatschen. Kasa nochmal, ich hatte es ja zuletzt schon erwähnt, langsam kommen wir wieder in die Region, wo die Gegner sich hier absolut nichts ausrechnen. Egal wer aus der Bundesliga da kommt, Schadensbegrenzung von Minute 1 an. Bin gespannt, wie das in der Champions League weitergeht. PSG wird sich da wohl mehr zutrauen. Das werden wir heute sehen. Ganz ehrlich, das war sogar mir zu langweilig, obwohl ich nichts gegen entspannte Fußballabende habe. Da habe ich mir von Augsburg wenigstens etwas Mut erwartet. Ja, also ich war da auch maßlos enttäuscht von Augsburg. Harry Kane, absolute Maschine, Weltklasse, mehr muss man zu dem nicht sagen. Dass Peretz nicht gespielt hat, hat mich enttäuscht.
Der Einsatz von Manuel Neuer kann auch 2 Minuten vorm Spiel noch unklar sein. Der spielt trotzdem, wenn er will. Ja, ist leider so. Verstehe ich nicht. Auch ich habe schon als Trainer im Jugendbereich gearbeitet. Wenn am Tag des Spiels nicht klar ist, ob einer fit ist, dann kommt er nicht auf den Spielbogen fertig. Zumal sich Peretz einen Einsatz auch unabhängig vom Gesundheitszustand Neuers verdient gehabt hätte, aber das passiert ja nicht mal im Pokal. Ja, das sehe ich genauso, auch wenn Manuel Neuer natürlich nichts zu tun hatte. Auch ein Peretz hätte nichts zu tun gehabt, aber dem Peretz vielleicht einfach auch mal als Zeichen geben, pass mal auf, wir planen hier in der Zukunft mit dir und wir haben deine starken Leistungen in der Nationalmannschaft gesehen. Und da hätte man den Neuer auch sagen können, pass mal auf, Manu, alles gut, mach mal ruhig, werd erstmal richtig fit. Ja, du musst dich jetzt nicht irgendwie mit Schmerzmittel reinballern, um spielen zu können, weil ich glaube nicht, dass der da ohne Schmerzmittel gespielt hat. Aber andere Geschichte. Hat man leider wieder die Chance vertan. Ja, das ist halt einfach, der ist halt einfach so outstanding. Ob er den Status noch zurecht hat, haben wir ja schon oft drüber diskutiert. Ich persönlich denke nicht. Ich glaube, was gerade aktuell passiert in dieser Mannschaft, ist alles zum Wohle des Klimas. Ja, habe ich ja schon mal gesagt, was Kompanie da macht, auch mit Sanés und Comans und Gnabrys und wie sie alle heißen, das ist alles mehr zum Wohle der Mannschaft. Ja. Dass das eine Mannschaft ist, eine Einheit ist. Wenn du da jetzt so Manuel Neuer so vom Kopf stößt, Leute, erinnert euch an die Aussagen von Manuel Neuer. Der Verein hat mir das Herz herausgerissen, weil er sein Co-Trainer oder sein Torwarttrainer gefeuert wurde, weil er sein Trauzeuge und sein Freund ist. Dann wisst ihr, in welche Richtung der Mensch Manuel Neuer geht, was sowas anbelangt. Ja? Und dann machst du halt ein Fass auf, was du dir wahrscheinlich nicht aufmachen willst. Ja? Das wird wahrscheinlich der Grund sein. Zumindest meine Meinung. Adam, das Spiel hätte man wohl noch 3 Tage fortsetzen können und keiner hätte getroffen. Klar, wir waren die eindeutig bessere Mannschaft, während Augsburg an diesem Abend praktisch nicht zustande brachte. Die Elfmeter waren zu 100% berechtigt. Am Ende haben wir verdient mit 13-0 gewonnen. So wird man am Ende Meister, hinten die Null halten, konzentriert bleiben und nach vorne immer weitermachen. Entweder Torchancen kreieren oder den Gegner so lange unter Druck setzen, bis er Fehler macht. Ich brauche nicht in jedem Spiel ein Spektakel, eine konzentrierte, defensiv starke Leistung und das nötige Durchsetzungsvermögen nach vorne, so gewinnt man am Ende Titel. Ich brauche auch nicht in jedem Spiel ein Spektakel. Klar wäre das schön, wenn es in jedem Spiel ein Spektakel gäbe, aber so wie wir aktuell Fußball spielen, ja, je nachdem, welchen Anspruch man hat, ist es manchmal ein bisschen langweilig. Verstehe ich schon, gerade wenn haben wir unter Guardiola auch gehabt, so eine Phase, ja. Gerade wenn wir den Ball nur querschieben. Zweite Halbzeit fand ich es besser, auf jeden Fall. Da haben wir es mehr energischer versucht. Das fand ich völlig okay. Erste Halbzeit war es teilweise ein bisschen lahmarschig, ja. Aber am Ende muss man auch sagen, es ist natürlich auch nicht einfach, wenn ein Gegner sich da mit 10 Mann hinten einigelt und die Räume gut zumacht und robust ist. Wie sollen wir dann ein Spektakel machen? Versteht ihr? Das ist halt, wie es hier schon geschrieben wurde, die Mannschaften, die igeln sich nur noch ein. Die kacken sich in die Hose. Wir haben es mit Leverkusen gesehen, Alter. Ja? Und das war noch am Anfang der Saison. Also das wird nicht besser werden. Irgendwann wirst du dann eine Mannschaft haben, die das erfolgreich gestaltet und da mal einen Punkt mitnimmt aus München. Ja, keine Ahnung. Das Problem haben wir schon öfter gehabt und das ist auch nichts, was unsere Aufgabe ist, zu sorgen, dass die Spiele Spektakel sind. Wenn der Gegner sich so anstellt, wie er sich anstellt, dann gibt es halt kein Spektakel. Ja. So. Aber wenn du das Spiel dann trotzdem 3-0 gewinnst, ist doch alles tutti. Ne? Hans Landau, verstehe ich gerade nicht deinen Kommentar. Kimmich 20 Millionen Gehalt, da lachst du. War das eine Leistung, um 20 Millionen Gehalt zu haben? Nee. Aber das kannst du bei 5 Spielern in dieser Mannschaft machen. Da kannst du dich totlachen. Das ist ja nichts Neues. Darüber reden wir ja auch schon erst seit 3 Jahren oder sowas. Da kannst du Gnabry, Coman, Goretzka, Kimmich, Sané, Müller, Neuer, die kannst du alle auslachen. Die verdienen alle so viel Geld. Und keiner bringt nur ansatzweise die Leistung für dieses Geld. Falls das darauf bezogen war. Harry Kane Hattrick mal wieder gegen eine bedeutungslose Bundesliga-Mannschaft, mal wieder mit Elfmetern und gegen PSG wird man vermutlich mal wieder nichts von seinem Weltklasse-Stürmer sehen.
Ja, perfekt. Das ist so der richtige Zeitpunkt, um mal die weinerliche Stimme auszupacken. Hans Landau, du bist eine Pfeife. In meinen Augen bist du eine absolute Pfeife. Du bekommst trotzdem Herzchen dafür. Wie gesagt, jeden seine Meinung. Die Harry Kane-Diskussion, ja, keine Ahnung. Vielleicht bist du Didi Hamann. Getarnt hier. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das eine Diskussion, die völlig haltlos ist von deiner Seite. Ja, da kannst du gerne mal Statistiken raussuchen und wühlen und machen. Mich interessieren Statistiken nicht, mich interessiert auch deine Aussage nicht. Es ist einfach nur dummes Zeug, was du erzählst. Ähm, Da sind wir unterschiedlicher Meinung. Da kannst du gerne sagen, dass ich dummes Zeug erzähle über Harry Kane, so wie ich das zu dir sage. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Haben wir im Stream schon mehrfach durch das Thema. Also gönn dir Mickey und hab Spaß. Karl, fand Goretzka schon engagiert und dynamisch. Ja, fand ich auch teilweise. Teilweise gerade am Anfang war er nicht dynamisch und das Spiel ist an ihm vorbeigelaufen, aber ja, zweite Halbzeit und so weiter. Ja, hat mir teilweise auch gut gefallen. Ja. CB, ich mach schnell. Upper und Kim, starkes Spiel, beide Note 2. Neuer nichts zu tun, hat nicht gewackelt. Note 3. Davis und Guerrero, beide Note 4, haben geackert, aber hat nicht wirklich was geklappt. Goretzka für mich Note 2, viele Zweikämpfe gewonnen. Gutes Passspiel, gute Torchancen, immer wieder mit nach vorne gegangen. Hat nur noch das Tor gefehlt. Kimmich Note 3, Coman Note 4, war gar nichts. Michael Note 2, für Note 1 hat ein Tor gefehlt. Musiala Note 3, war stets bemüht, aber leider kein Tor gemacht. Harry Kane Note 1 minus. Ja, danke für deine Noten. Arthur Jud, er spricht immer von wir. Ich denke, du meinst mich. Ja. Gute Feststellung. Oder Fragezeichen. Jud, Ausrufezeichen, er spricht immer von wir. Ganze Sätze, ganze Aussagen, worauf bezogen, dann kann ich dir auch gerne mal antworten. Multipruns. Jud, wie der Mann gern immer wieder sagt, aber woher er sein Sendungsbewusstsein in puncto Bewertung von Spielern nimmt, ist mir sein Rätsel. Das ist bestenfalls Stammtischniveau. Nie wieder. Ja, auch für dich hau ich gerne mal den Mickey raus, weil du bist einer von den Idioten, ich sage bewusst Idioten, die einfach nicht raffen, was ich am Eingangs dieses Videos gesagt habe. Es ist völlig fein, wenn jeder eine andere Meinung hat. Und was soll das hier sein? Ist das hier ein journalistischer Kanal? Ist das hier, weiß ich nicht, der Doppelpass oder sonst was? Selbst der Doppelpass hat nur Stammtischniveau. Da sitzen Leute, die mal Fußball gespielt haben, die mit Fußball was zu tun haben und die haben eine eigene Meinung. Und die tauschen sich aus. Und genau das ist das hier auch. Nicht mehr und nicht weniger. Aber da du ja selber geschrieben hast, nie wieder, kann ich dich ja auch hier ausblenden. Falls du doch nochmal dich verklicken solltest und hier was sehen solltest, dann kannst du es auf jeden Fall, kannst es auch noch reinschreiben, aber es sieht halt einfach keiner mehr. Und damit ist uns allen doch am besten geholfen. Ne? Tschüssi. Oldschool, eine Top-Mannschaft gewinnt eben auch Spiele gegen solche Mauergegner souverän. Unter Tuchel bin ich mir nicht sicher, ob wir so konzentriert gespielt hätten. Das dritte Tor von Kane war mindestens Tor des Monats. Ja, gut, da müssen wir jetzt nicht mehr. Ich falle ja auch immer noch wieder mal zurück in diese Zeit. Das müssen wir gar nicht. Wir müssen das nicht mit Tuchel-Zeit vergleichen und sollten das einfach mal hinter uns lassen. Ne? Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Hobby, mir ist an mir. Der Weg ist das Ziel. Wird's noch dazu. Ja. Schauen wir mal, ne? X. Nachdem Uli Hoeneß die Meisterschaft schon als abgehakt erklärt hat, kehrt Langeweile ein in die Bundesligaspiele. Es geht jetzt nur darum, international in der Champions League noch was zu reißen. Boah, das sehe ich gar nicht so. Sag ich euch, wie es ist. Wir können da gerne mal in der Halbserie drauf gucken, wenn wir da meinetwegen 12 Punkte Vorsprung haben, können wir das gerne mal so sehen. Boah, ich bin da noch ganz weit weg von. Ja, jetzt falle ich auch wieder zurück, aber denk mal in die Vergangenheit zurück. Wir haben auch schon oft eine gute Vorrunde gespielt und dann eine Katastrophe Rückrunde. Ja, wir haben aktuell nicht den Gegner, wie es Leverkusen war, der gleich Schritt mitzieht, ja, und dann in den Fällen vorbeiziehen würde. Aber das jetzt schon abzuhaken mit, was haben wir, 6 Punkte Vorsprung auf Frankfurt oder was? Weiß ich nicht.
Sage ich euch ganz ehrlich. Wir können auch mal eine schlechte Phase kriegen, eine Ergebniskrise, ja, und gewinnen mal 3, 4 Spiele in Folge nicht. Und wenn dann die Mannschaften dahinter gewinnen, dann rückt das auch wieder alles näher zusammen. Also weiß ich nicht, ob man nach Spieltag 11, wir sind Drittel jetzt der Saison, ja, da kann man eine Tendenz ablesen, da gehe ich ja mit, keine Frage. Aber das jetzt irgendwie schon abzuhaken, sozusagen, jo, ja, ist schon durch das Thema, fühle ich persönlich nicht. Aber gut, das muss auch jeder für sich wissen, ne? Juck, was habt ihr alle gejammert über die Meise-Abwehr nach dem Barca-Frankfurt-Spielen? Einfach nur ahnungslos und lächerlich. Bayern dominiert die Liga nach Belieben. Sehr gut. Ach komm hier. Ich sag da nichts zu. Gönn dir einfach dein. Ich weiß nicht, was das wieder soll. Das ist wieder so ein Kommentar, der keine Ahnung, der irgendwas kitzeln will. Da gehe ich gar nicht drauf ein. Gönn dir einfach. Fritz Meier, einige Bayern-Fans scheinen zu erwarten, dass ein Team wie der FC Augsburg, dessen Kaderwert nur etwa ein Zehntel des Bayern-Kaders auch in der ganzen Arena kommt, um mitzuspielen und Emotionen zu zeigen. Was in Wirklichkeit oft bedeutet, sich abschlachten zu lassen. Augsburg hat das stattdessen clever gemacht und wie in einem Champions League Halbfinale gespielt. Natürlich polarisiert das und diejenigen, die so ein Video als Analyse bezeichnen, hätten wohl lieber gesehen, dass Augsburg mutig nach vorne spielt. Nur damit die Bayern unter dem Jubel der eigenen Fans mit Passstaffetten Großchancen herausspielen können. Tatsächlich würde es deutschen Teams mit kleinerem Budget guttun, diese disziplinierten und ergebnisorientierten Stil konsequenter umzusetzen. Würden mehr Mannschaften so agieren, wären deutsche Teams, Bayern ausgenommen, auf internationaler Ebene vermutlich erfolgreicher. Was ein dummer Post bisher, sorry. Die Bundesliga könnte dadurch ihr Farmers League-Image abschütteln und sich wettbewerbsfähiger präsentieren. Das Ding geht gestern 0:0 aus, wenn die Augsburger Verteidiger nicht solche Geschenke verteilt hätten. Unseren Bayern fehlt es im Spiel mit dem Ball im Moment an Tempo. Es gibt kaum direkte, schnelle Passstaffetten gegen tiefstehende Gegner und unsere Flügel kommen an keinem Verteidiger vorbei. Dazu ist unsere Chancenverwertung lächerlich schlecht. Katastrophe, dieser Post. Aber gut, Fritz, dir natürlich deine Meinung, alles fein. Ich gehe mal auf ein paar Sachen drauf ein. Also erstmal der Kaderwert, scheiß, Alter. Ey, habt ihr noch irgendwas? Schnüffelt ihr Lack? Raucht ihr? Ich weiß es nicht. Ja. Das ist eine absolute Katastrophe, diese dummen Aussagen immer. Dann brauchen wir ja auch keine Pokalspiele mehr spielen, dann schaffen wir den DFB-Pokal ab, können den FC Bayern jedes Jahr zum DFB-Pokalsieger, weil er den höchsten Marktwert des Kaders hat und alles ist fein, oder? Oder? Und am besten Paris, Real oder Manchester City zum Champions League-Sieger, weil es geht ja nur um Marktwerte in den Mannschaften. Deswegen gewinnt ja auch keine Mannschaft, die einen viel, viel kleineren Marktwert hat, gegen eine Mannschaft, die einen viel größeren Marktwert hat, oder? Weil, merkst du doch selber, dass das dummes Zeug ist, was du da erzählst, oder? Und es geht doch nicht darum, dass der FC Augsburg nach München kommt und sagt, oh yo, wir sind die Geilen, wir knallen die Bayern heute weg oder sonst irgendwas. Darum geht es doch gar nicht. Ja? Also, das sollte doch auch klar sein. Da gehe ich jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Ja? Die Diskussion ist mir einfach zu dumm. Sorry. Das mit deutschen Teams und international und Budget ist auch kompletter Dummfick, den du erzählst. Sorry, Alter. Bist du überhaupt irgendwie auf dem Laufenden, was deutsche Teams international zeigen oder erreichen? Mauert sich Heidenheim gerade international zu irgendwelchen Ergebnissen? Mauert sich Frankfurt hat sich Leverkusen letztes Jahr zu irgendwelchen Ergebnissen gemauert? Hat sich Dortmund oder Bayern zu irgendwelchen Ergebnissen gemauert letztes Jahr international? Was sind das denn für dumme Takes? Hä? Und das ist doch schön, wenn du diese Art Fußball sehen willst, keine Ahnung. Geh nach Italien oder was. Ist doch auch fein. Du kannst auch auf diese Art Fußball stehen. Aber diese Argumentation, die du hier bringst, und dann noch Farmers League. Ja, na klar, die Bundesliga ist eine Farmers League. Was ein dummer Scheiß, Alter. Junge. Katastrophe. Dass bei uns das Spiel langsam ist. Wenn ein Gegner mit 2 Vierer oder 5er Viererkette hinten steht und es keinen Raum gibt, ja, selbst wenn du den Ball versuchen würdest, mal hinten in deinen eigenen reinzuhalten und den Gegner rausrücken lässt, das passiert ja nicht. Das hat dieser Gegner nicht getan.
So, wie willst du dann schnell spielen in diesem Raum? Klär mich auf gerne. Das Problem hatten wir unter Guardiola auch schon. Ja? Klär mich gerne auf, wie wir das umsetzen sollen. Ja, klar, man kann darüber reden, wir müssen ein bisschen mehr Bewegung noch reinkriegen, wir müssen ein bisschen mehr rochieren vielleicht. Und ja, so ein Kimmich, der das Spiel super lahmarschig macht aus der tiefen Mittelfeldposition, ist da keine Hilfe. Aber vorne in den letzten Reihen, was die Flügel anbelangt, was Harry Kane anbelangt, was Musiala anbelangt, wie willst du da schnell spielen, wenn alle Räume zu sind, wenn da Vierer- und Fünferketten stehen? Das ist super schwierig. Ja. Ich gebe dir recht, wir müssen aus der Zentrale schneller spielen. Ja. Das dauert mir auch zu lange, wenn so ein Kimmich den Spielaufbau da gestaltet. Weil man dadurch die Viererketten nicht in Bewegung kriegt, die hinten drin stehen. Ja, wir müssen die besser in Bewegung kriegen. Wir müssen öfter mal einen Flankenwechsel hinkriegen, der schneller funktioniert. Da gehe ich mit. Das ist aber der einzige Punkt, wo ich dir zustimme. Alles andere ist in meinen Augen keine Ahnung. Aber ist auch fein. Ne? Das ist deine Ansicht vom Fußball, ist absolut nicht meine Ansicht vom Fußball. Aber jedem das seine, ey. Volki, wird Zeit, dass Pavlovic wieder zurückkommt. Es gibt einfach im Spielaufbau keine Ideen. 90% Querpässe und Rückpässe durch Kimmich. Übelst schlechte Flanken von Coman, aber Sané und Gnabry sind auch keine Alternative. Ja, dem kann ich fast zustimmen. Spielaufbau haben wir wirklich keine Ideen gehabt. Ja, das sehe ich. Und er ist zu langsam. Pavlovic fehlt auf jeden Fall, das sieht man ganz klar. Ja, Coman, Gnabry, Sané, brauche ich auch nicht wieder aufmachen, das Thema, oder? Volki war das. Smith, ich bleibe dabei. Nach 2/3 der Spiele kommt der Einbruch. Die Bayern laufen in jedem Spiel mindestens 5% mehr als letzte Saison und auf den Schlüsselpositionen wird selten rotiert. Außerdem Pokalspiele und Champions League mit 5 Spiele mehrmals letztes Jahr. Außerdem Pokalspiele und Champions League mit 5 Spiele mehr letztes Jahr. Darum gehe ich für die restlichen 23 Bundesliga von 3 Niederlagen und 3 Unentschieden aus. Adam Riese, 29 Punkte plus 3 mal 1 Punkte. Plus 17 mal 3 Punkte gleich 83 Punkte. Das sollte für die Meisterschaft reichen. Aber nur weil Leipzig, Neverlosen und Dortmund zu viele Verlustpunkte bis dato. Okay, was machen wir mit Frankfurt? Und Leverkusen? Vergessen wir die einfach oder spielen die nicht mit? In der Bundesliga? Wild. Nach 2/3 der Spiele kommt der Einbruch. Den habe ich auch nicht ganz verstanden. Also im letzten Saisondrittel kommt bei uns der Einbruch, oder was? Weil wir zu viel laufen, oder wie? Was ist der Take? Ich verstehe den Take gerade nicht ganz. Vielleicht bin ich auch einfach zu Banane heute. Also wenn ich es richtig verstehe, ist dein Take, weil wir zu viel laufen, zu wenig rotieren, kommt nach 2/3 der Spiele der Einbruch. Und es reicht dann für die Meisterschaft, weil wir dann uns die Unentschieden und die Niederlagen leisten können. Das ist dein Take, oder? Okay. Kaffel. Es muss einfach schneller gespielt werden gegen solche Gegner. Schnell bleiben solche Spiele beim 0:0 und der Gegner nutzt seine einzigste Chance. Gut. Die hat er nicht gehabt, beziehungsweise er hat einen Torschuss gehabt, die hat er nicht genutzt. Es muss schneller gespielt werden, gehe ich mit. Ne, haben wir gerade schon gehört, gerade aus der Zentrale raus gehe ich da mit. Ansonsten ist es natürlich auch schwer, da die Ketten ins Laufen zu kriegen hinten. Ja, aber wir haben 3:0 gewonnen, Leute. Über was diskutieren wir? Ja, die beiden Elfer waren klar berechtigt und das dritte Tor war eine Granate von Goretzka und Harry Kane. Also über was reden wir? Das Spiel ging halt nicht 0:0 aus. Wir haben es nicht nur 0:1 verloren, wir haben es 3:0 gewonnen. No? Nur mal so als Denkanstoß. So, da ist er wieder. Wild. Also, Leute, in der Regel lese ich ja hier eure Diskussionen nicht. Hier habe ich halt ein bisschen was gelesen, weil ich hier gerade was gesnackt habe. Von daher mal kurze Ansage an den Jock hier, wa? Jock, ihr seid zwar echt ahnungslose Kinder, die besser an die PS4 zurückgehen wollen. Also, so passiv-aggressiv Unterbeleidigung ist wenn mein Part hier auf dem Kanal. Ne? Wenn beleidige ich euch hier in den Kommentaren oder ihr mich,
Aber ihr beleidigt nicht andere in den Kommentaren. Ansonsten werde ich euch auch. Ja. Gut, haben wir das auch mal klargestellt. Dominik, gebt ihr recht, es gibt kaum eine Chance für eine Mannschaft dieser Welt gegen den FC Bayern zu punkten. Die Saison sind wir das Beste, was der Profifußball bieten kann. Super. Ich wüsste nicht, wo ich das gesagt habe, aber jeder hört ja auch, was er hören möchte. Ja? Matthias, Bayern wird deutscher Meister. Gerade sieht es ganz gut aus, ja. Poker, auch als BVB-Fan schaue ich immer gerne mal bei dir rein. Macht Spaß zuzuhören. Ich fürchte schon Schlimmes für den nächsten Samstag. Aktuell tippe ich leider ein 0:4. Was meinen die Bayern-Fans? Grüße. Boah. Ich habe von euch Dortmundern leider bisher sehr wenig gesehen. Aber was ich natürlich mitbekomme, ist, dass Dortmund auswärts eine Nulpe ist. Wenn das so ist, wenn ihr nach uns kommt, dann kann es böse ausgehen. Ja, da gehe ich mit. Es ist auf jeden Fall gerade aus Bayern-Sicht nicht so, dass man irgendwie zittert, wenn man hört, Dortmund kommt zu euch. Andersrum wäre das mit Sicherheit anders. In Dortmund zu spielen ist immer schwer. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Die Frage, also wir haben ja nicht das Problem, was wir sonst immer hatten, die letzten Jahre, dass uns die Motivation gefehlt hat. Haben wir gegen euch dann auch nie gehabt. Da war ja meistens die Motivation da. Von daher schwer zu sagen. Ich denke, wir sind motiviert. Wir haben eine schwere Woche vor uns mit 3 schweren Spielen. Boah, keine Ahnung. Ich habe an Dortmund jetzt auch gar nicht gedacht, irgendwie ergebnistechnisch, aber ich gehe da vom Heimsieg aus. Ja, ich glaube nicht, dass ihr die Qualität habt, wenn ich die Mannschaft so sehe, zu sagen, ihr stellt euch hinten rein. Ich glaube, das ist aber auch nicht Dortmunds Art und Weise. Und wenn ihr mitspielt und unsere Innenverteidigung und unsere Zentrale sattelfest ist, das werden wir gegen Paris ja schon sehen, dann könnte es böse ausgehen. Es kann aber auch gut sein, ja, dass unsere Zentrale wieder reinscheißt, weil da jetzt Gore und Kimmich rumeiern, das werden wir gegen Paris sehen, wie sich das verhält. Und ich denke, danach kann man dann vielleicht ein bisschen Rückschlüsse auf Dortmund ziehen. Wenn ich so auf die nackten Zahlen gucke und so auf mein Bauchgefühl, würde ich sagen 3-1 für uns. Wenn ich dann die Auswärtsschwäche von euch sehe und ich bin gespannt auf euer Champions League-Spiel jetzt, wo ihr auswärts spielt gegen schwachen Gegner, also wenn ihr das Spiel auch nicht gewinnt, dann weiß ich es auch nicht. Und dann könnte man den Bums auch noch höher schrauben, aber ja, im Gegensatz zu dem Vorredner hier geht halt nicht alles nach Marktwert, wa? Und Fußball kann immer alles passieren. Und Dortmund wird mit Sicherheit auch einiges gut machen können, wenn es gegen Bayern geht. Und die sind da auch nochmal anders motiviert. Immer schwer zu sagen. So. Andrasch, bin mit deiner Analyse völlig einverstanden. Gegen Paris bitte wieder mit Michael und mangels Alternative auch Guerrero und Coman beginnen. Leimer außen verteidigen zu lassen ist absurd. Ja, leider. Boe ist, wenn er wieder fit ist, eine Wundertüte. Ich fand aber in der zweiten Hälfte das Zuspiel Guerrero Michael deutlich verbessert. Ja, das Zusammenspiel war auf jeden Fall besser, zweite Halbzeit. Das Ding war, dass erste Halbzeit relativ wenig über die rechte Seite gespielt wurde. Ja, das war so das Thema. Leimer ist für mich auch absurd. Sag ich dir, wie es ist. Nach vorne und so, alles gut, ja. Aber nach hinten, ich weiß nicht, ich habe Conny Leimer noch nie eine Flanke verhindern sehen. Ja? Das als Außenverteidiger, also das ist eine Katastrophe. Da verhindert selbst Fonsi mehr Flanken. Das heißt schon was. FC Bayern fällt forever, hochverdienter Sieg von uns. Kane einfach Maschine. Marco Günther. Davis hat halt Pech, dass er mit Coman spielen muss. Der Offensive nicht stattgefunden hat. Musiala spielt auch mehr links als Mitte. Das führt dazu, dass viel über links ging. Dafür hatte dann Musiala in der Mitte gefehlt. Ich hoffe dann für die nächste Saison, dass wir einen richtigen Zehner bekommen, Musiala dann links spielen kann, wo es ihm jetzt schon immer wieder hinzieht. Ja, Musiala halb links. Ja, zweite Halbzeit war es besser, oder? Also zweite Halbzeit war Musiala auf jeden Fall mehr mittig. Ich denke, dass das eine Vorgabe war. Ich glaube auch nicht, dass wir gewollt die rechte Seite so im Stich gelassen haben in der ersten Halbzeit. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, man wird eine Schwäche ausgemacht haben auf der linken oder auf der rechten Abwehrseite von Augsburg, wo man meinte, wir versuchen es vermehrt darüber. Und das hat man dann in der Halbzeit korrigiert. Also das Einzige, was ich mir vorstellen kann, was sinnig ist.
Ja, warum sollte man auf die Stärke von eines Ulisse verzichten, ja, der bisher ja eigentlich der stärkste ist von den 4 Flügelspielern. Also hat man ja dann auch gesehen in der zweiten Halbzeit, ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Aber ja, ja, generell brauchen wir einen richtigen Zehner. Die Diskussion kann man aufmachen. Meiner Meinung nach brauchen wir den noch nicht mal. Ja. Gerade ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil ein Pavlovic nicht da ist. Ansonsten denke ich, du brauchst keinen richtigen Zehner. Wofür? Ein Harry Kane kann sich in die Rolle fallen lassen. Ein Pavlovic kann in die Rolle aufrücken. Ich glaube nicht, dass wir einen richtigen Zehner brauchen. Du kannst auch einfach über die Halbposition spielen. Also. Aber ja, das werden wir sehen. Ich denke, wir haben ja auch noch nicht Winnies finale Ideen gesehen für diesen Kader. Ich denke mal, das werden wir vielleicht mit ein bisschen Glück in der nächsten Saison ein bisschen mehr sehen können. Wenn uns der ein oder andere denn verlassen mag. What's up? Es war nur eine Mannschaft auf dem Platz. Gefühlt ja. Gerald Berger. 2 Sachen. Wieso macht der Pedersen so ein Kino und spielt den Unschuldigen beim Elfmeter? Der streitet sogar mit Kane darüber, obwohl es ein klares Handspiel war. Bei der VAR ist es dasselbe, dass man so lange warten muss, um eine Entscheidung zu treffen. Da hatte der Schiri nicht einmal rausgehen müssen. Das hätte Köln gleich sagen können, dass das ein Elfer ist. Ja, also warum man da streitet, jeder, der selber mal Fußball gespielt hat, gut, ob man das dann in der Bundesliga macht, wo das alles auf Kamera ist was anderes, aber ansonsten weiß jeder, dass das auch ein Instinkt ist. Ja? Du willst das natürlich nicht eingestehen. Vielleicht hat er das aber auch anders wahrgenommen. Ne? Er wird es ja mit Sicherheit nicht mit Absicht gemacht haben. War es aus seiner Wahrnehmung halt ein bisschen anders wahrscheinlich. Das Thema mit dem VAR, ja, Katastrophe. Ja, ich verstehe das auch nicht, was die Scheiße soll zu sagen. Ja, wir haben uns das jetzt 5 Minuten angeschaut. Geh doch mal raus. What the fuck? Ja, sag doch mal einfach, ja, wir haben uns das angeschaut, ist ein klarer Elfmeter, Punkt. Was muss dann da noch mal der Schiri rausdackeln, sich das angucken und dann sagt der Schiri was? Ach nee, ist für mich doch kein Elfmeter? Oder was erwartet man dann da? Es geht, strittige Szene, wird ja anscheinend jetzt immer eingeblendet, es geht um Elfmeter. So, nach 5 Minuten, was sagt der fahrende Schiedsrichter dann in der Situation? Das verstehe ich halt nicht. Sagt er dann, ja, weißt du, könnte man machen, muss man aber nicht, wollen wir nicht entscheiden, entscheid du das mal, guck dir das mal an. Und dafür brauche ich dann 3 Minuten oder was? So, dann kann ich auch gleich sagen, ja, ist ziemlich strittig, komm, Schiri, geh mal raus, guck dir das an und triff eine Entscheidung. Also, Katastrophe. Diese ganze Fahrgeschichte ist eine Katastrophe. Aber das wissen wir ja auch schon lange. Ne? Gut, Bajkovic, wir brauchen einen kreativen Spielmacher. Ja, weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Glaube ich eher nicht. Kommt drauf an, wie du Spielmacher interpretierst und wie ich Spielmacher interpretiere. Ich denke, ein Pavlovic kann ein Spielmacher sein. Ich denke auch, dass ein Pavlovic kreativ ist. Kommt jetzt darauf an, was du unter kreativ verstehst. Wenn du so eine Art Thiago darunter verstehst, dann haben wir das natürlich nicht. Das hätten wir mit Musiala. Der spielt aber für einen Spielmacher ein bisschen zu weit vorne. Der müsste dann weiter zurückgezogen spielen. Dann wird man sich aber seiner Stärken vorne berauben. Wie gesagt, ist schwer so in so einem Kommentar zu sagen, weil ich persönlich nicht weiß, was du unter einem Spielmacher verstehst. Ich weiß, was ich unter einem Spielmacher verstehe, aber das muss nicht zwingend dasselbe sein. Ne? Patrick, ich sehe das Spiel natürlich durch meine FCA-Brille, aber ich muss zugeben, dass du mit deiner Spielbewertung vollkommen recht hast. Ja, es war halt nichts von Augsburg, was schade ist. Ja, ich meine, was hat es den Augsburgern jetzt gebracht? Diese Art Spielweise, das verstehe ich halt nicht so. Weißt du? Wenn du dann auf die Zweikampfwerte anguckst, dann verstehe ich das noch weniger. Ich meine, das ist ja völlig fein, dass man sagt, komm, wir stellen uns hinten rein in München. Ja, aber was erwartet man dann? Was ist das Ziel? Das verstehe ich halt gerade nicht. So, was ist das Ziel von einer Mannschaft, die so agiert in München? Diese Mannschaft hat ja noch nicht mal versucht, wenn sie den Ball denn mal hatte, irgendwie, dass du gesehen hast, oh, die beiden Spieler schwärmen aus, sind auf dieser Position und die können den Ball da blind lang hinschlagen. Das gab es ja gar nicht.
Natürlich auch bedingt, dass wir es gut gemacht haben im Gegenpressing und jetzt zweite Bälle erobern, keine Frage. Aber den Ansatz gab es ja noch nicht mal. Es gab diesen Ansatz gar nicht von Augsburg. Der Ansatz war, wir stehen mit 10, 11 Spielern hinten drinne. In einem Derby. Ein Derby sollte eigentlich einen Charakter haben wie ein Pokalspiel. Ja? Und da rede ich jetzt auch nicht von wie, was weiß ich, nimm Pokalspiel David gegen Goliath. Da ist jedes Pokalspiel intensiver und interessanter. Ja? Das ist, was mich enttäuscht hat. Dass man diese Art nimmt. Ja, ich meine, guckt euch Frankfurt an. Die haben das zu Hause perfekt dargelegt, wie man es macht. Ja. Aber das Gefühl, das es bei Augsburg gar nicht gab, die wollten das gar nicht. Die waren nur darauf bedacht, komm, wir stehen hinten drin und halten irgendwie eine Null. Und das in einem Derby finde ich dann zu wenig. Ja. Aber gut, das muss am Ende, muss das der FCA beurteilen oder die Fans des FC Augsburg, wie sie das sehen. Ja. Ich hatte einfach nur ein Spiel erhofft, wo ein bisschen mehr Emotion drin ist. Und das gab es leider nicht. Gut, Gregor, danke für deine Analyse und schönes Wochenende. Ich hoffe, du hattest auch ein schönes Wochenende. Sven, ist doch super, je mehr Mannschaften in Mauern gegen uns auf die Klappe fliegen, desto besser läuft. SQQ, Dreiernoten, trotz dass das ganze Spiel über vielversprechende Situationen, Angriffe verstümpert oder abgebrochen wurden. Fragezeichen. Was ist mit dem viel zitierten und hoch umjubelten Gegenpressing? Ja. Einfach ja. Deswegen Dreiernoten. Wenn du das anders siehst, kannst du das gerne mit 4er, 5ern, 6ern benoten. Ich weiß nicht. Wir reden über Mannschaftssport. Siehst du dann die 3 und die 0? Soll man dann 5er, 6er Noten geben, wenn eine Mannschaft 13-0 gewinnt? Und nur eine Mannschaft versucht, Fußball zu spielen, die andere gar nichts macht? Aber das muss jeder für sich wissen, das musst du für dich entscheiden. Das ist meine Benotung, ja. Du kannst das gerne anders benoten. Hättest ja mal reinschreiben können, dann wäre der Poster wenigstens ein bisschen interessant gewesen. So ist es wieder nur Dann schreib doch einfach mal rein, wie du das gesehen hättest. So, dann hätte man doch mal auf irgendwas eingehen können. Ja, viel zitiert und hoch umjubelten Gegenpressing. Okay, gehe ich da noch kurz drauf ein, weil du so nette Smileys gemacht hast. Wie funktioniert denn in der Regel ein Gegenpressing? In der Regel, zumindest das ist mein Verständnis vom Gegenpressing, hat der Gegner den Ball, versucht Raum zu gewinnen, versucht in die gegnerische Hälfte zu kommen und wir, wenn wir den Ball verloren haben, versuchen den Ball direkt wieder zu erobern. Ja? Das hat Augsburg doch gar nicht versucht. Das habe ich doch gerade schon gesagt. Wann hat Augsburg das mal versucht? Ja? Der Ball war direkt wieder weg. Oder die hatten den Ball gar nicht. Die Mannschaft hat es doch gar nicht versucht. Wir konnten doch gar kein Gegenpressing wirklich richtig spielen, weil der Ball so oder so schon wieder bei uns war. Das ist doch das ganze Problem. Augsburg hatte gar kein Interesse daran gefühlt, irgendwie den Ball mal 10, 15 Sekunden in ihrem Ballbesitz zu haben, um dann in die Verlegenheit zu kommen, oh, wir müssen mal 30 Meter rausrücken. Das ist ja gar nicht passiert. Vor allem erste Halbzeit. Das ist ja gar nicht passiert. Ja, wo willst du da von Gegenpressing reden? Aber auch nur meine Meinung. Gut. Cable. Komar mit den Flanken des Grauens bekommt dieselbe Note wie absolut fehlerfreie Spieler. Passt irgendwie nicht. Ulisse war berechtigt kaum im Spiel, obwohl er offensichtlich schneller als sein Gegenspieler ist. Hat er jedes Laufduell verweigert und damit den Angriff abgebrochen. Ja, auch da dir deine Meinung, auch da, dann schreib doch mal rein, was du denkst. Dann ist das doch mal interessant. Ja? So, ja, du siehst das anders, das weiß ich. Alles andere ist mir Ende des Tages wurscht. Ne? Wie immer, jeder kann das ja benoten und sehen, wie er das möchte. Ja? Ich sehe das halt, das große Ganze und benote das so, wie ich es meine. Und das müsst ihr natürlich nicht teilen. Aber dann schreibt doch wenigstens rein, was ihr gegeben hättet. Dann kann man das doch mal vielleicht mal vergleichen und mal ein bisschen was dazu sagen. Aber ja, nur der Krankenflanken, der ist schnell und ist nicht einmal rum vorbeigegangen. Ja, welche Note hättest du gegeben? 4, 3 minus, 5, 6? Ja, musst du mal raushauen, dann kann ich dazu was sagen. Dann kriegst du nämlich immer ein paar Gegenargumente auf deine Note. Und dann schauen wir mal, wo wir uns einigen. Ja.
Aber das tut er ja nicht. Mr. Anonym, das ist so oder so kein Derby. Naja, da irgendwas anderes nicht in der ersten Bundesliga spielt, was irgendwie ansatzweise bayerisch ist, ist es halt ein bayerisches Derby. So, können wir da was für? Nee. Sammy, abgewichst. Wenn du das so betiteln möchtest. Mae. Buchmann wissen wir eh nicht, ob der überhaupt existiert. On point, Kai. Schade eigentlich. Ja, ist halt leider so. Ist nicht lustig, schade für den Jungen, ja, gar keine Frage. Keine Ahnung. Ganz wild. Piotr. Kritiker würden sagen, Harry Kane befindet sich immer noch in der Krise. 2 Elfer und ein Tor mit viel Glück. Kein Tor aus dem Spiel. Absolut überbewertet. Kein Tor aus dem Spiel stimmt ja dann nicht. Also die Flanke von Goretzka und das war schon aus dem Spiel. Ne? Absolut überbewertet dieser Spieler. Ohne den wären wir bestimmt mindestens genauso gut. Also mal ehrlich, was soll man da kritisieren bei diesem Allround-Mittelstürmer, der so viele positive Eigenschaften in sich vereint? Ja, siehst du doch immer wieder. Man kann daran kritisieren, der trifft ja in großen Spielen nicht. Ne? Der trifft ja jetzt gegen Paris, Dortmund und Leverkusen trifft er ja jetzt nicht. Das ist ja schon klar, oder? Ne? Und das ist ja natürlich super wichtig, dass er trifft. Nicht, dass die Mannschaft gewinnt und er vielleicht auch nur eine Vorlage beisteuert oder sonst was. Ja, Idioten halt einfach. Einfach Idioten. Piotr nochmal, 90% der Spiele in München sind halt 11 Mann gegen 2 Busse. Ja, ist leider so. Ist leider so. Ja, letzte Saison war das ein bisschen anders teilweise. Da haben die Gegner die Angst verloren. Die ist gerade leider so stark, dass, ja, genau das passiert. Johnny, ich finde der Ballbesitz wird langsam aber sicher zum Selbstzweck. Es läuft alles gut und schön, aber der Knackpunkt sind für mich Musiala und Kane die 2 einzigen Weltklasse-Spieler. Sollte sich von denen einer verletzen, sind die Ziele in Gefahr, vom Rest kommt wenig bis gar nichts. Ja, wenn die beiden sich verletzen sollten, dann sind die Ziele auf jeden Fall in Gefahr. Ja, da gehe ich 100% mit. Ja, das muss man einfach sagen. Das sind einfach Ausnahmespieler in dieser Mannschaft. Und gerade wenn Pavlovic nicht da ist, ist ein Musiala super wichtig. Na, wenn Pavlo da ist, ist das mit Musiala wieder ein bisschen anders. Der kann das ein bisschen ausgleichen, weil er schon so mehr ein Spielgestalter ist, auch offensiv denkend. Aber das hat man gesehen, wo Palhinha auf der Position gespielt hat, obwohl Leon jetzt das Tor vorbereitet hat. Leon kommt da ein bisschen besser hin. Aber ja, sollte ein Kane ausfallen, ist es natürlich ein schwerwiegender Ausfall. Ja, und dann müssen andere mehr Verantwortung übernehmen. Keine Frage. Ja. Und wenn Musiala ausfällt, dann rümpelt da Müller rum. Ja. Und dann wissen wir alle, wie das aussieht. Also, ob dann die Ziele in Gefahr sind, das kommt darauf an, welche Ziele du als Ziel siehst. Also ich denke, in der Bundesliga wirst du immer noch dann gegen 80% der Mannschaften gewinnen. Ja. International schwierig. Ja. Hätte, Fahrradkette. Wollen wir hoffen, dass das nicht passiert, ja? Und dass wir das gar nicht herausfinden müssen. Und ansonsten müssen andere Spieler in die Bresche springen. Ja? So ist es aber. Das ist aber auch in jeder Mannschaft so. Ja? Also in jeder Mannschaft, wenn da vorne der Top-Stürmer ausfällt, dann bricht da Qualität weg. So. Es gibt keine Mannschaft dieser Welt, wo du sagst, ja, dann kommt der Nächste rein und der macht das genauso. Das ist halt völlig normal. Ja? So, lass in Leverkusen den Wirtz ausfallen und was weiß ich, wer da gerade der beste Stürmer ist, der Boniface oder was, dann sieht das auch anders aus. Ja? Und da geht die Mannschaften durch. Lass bei Barcelona, was weiß ich, den Ramal ausfallen und einen Levi oder den Ramal und den Raphinha. So, dann kriegen die auch Probleme. Ja? Ist doch völlig normal. Samuel, seit Aston Villa stecken wir fest im Angriff auf der Hoffnung, dass irgendwas geht. Gegen bessere Mannschaften gibt es Aua. Gut, da sage ich nichts zu. Guck dir die nächsten 3 Spiele an, dann sprechen wir weiter. Lennart, bin voll bei dir. Furchtbar destruktives Spiel von Augsburg. Und Leverkusen und Aston Villa haben für mich genauso destruktiv gespielt und standen nur im eigenen 16er. Und die stehen ja doch woanders als Augsburg. Also die Taktik gegen Bayern scheint aktuell die allermeisten. Die Taktik gegen Bayern scheint aktuell die allermeisten zu probieren. Ja,
Schauen wir mal, wie die nächsten Spiele weitergehen. Mal. Chris, wieder mal 3:0. 3 Punkte, ruhiges Wochenende. Die Flanken in den Strafraum müssen besser werden. Ansonsten egal, gewonnen. Nächste Woche PSG und Dortmund. Yes, ganz genau. MD, verdient gewonnen, aber so richtige Torchancen waren nicht dabei. Nur ein paar unplatzierte Fernschüsse waren dabei. Eckbälle weiterhin eine Katastrophe, 0 Torgefahr. Zu loben die Defensive. Hätte ich nicht erwartet, dass man seit 6 Spielen zu 0 spielt. Gut, die Defensive brauchen wir jetzt aber gegen Augsburg auch nicht wirklich loben, oder? Dann können wir lieber das schnelle Ball zurückerobern loben, aber die Defensive war ja nicht wirklich gefordert. Also das können wir dann gerne gegen Paris machen, wenn das da ähnlich aussehen sollte. Aber klar, 6 Spiele zu 0, das ist natürlich auch ein Verdienst der Defensive. Ja. Und nochmal, es ist ja immer die ganze Mannschaft, die offensiv und defensiv arbeitet. Im Idealfall. Und dann sieht das so aus, wie es aussieht. Ja. Gut, die Baumis. Leider noch ein Kommentar meinerseits. Wieso leider? Ulisse war aus meiner Sicht inexistent. Das war nicht gefährlich, 0. Kein Keypass, viele Kopfschütteln, keine Torgefahr und sehr Sané-mäßig heute. Leimer fand ich dafür heute sehr aggressiv und auf den Punkt. So ist Objektivität und Fußball. Naja, wenn du Leimer auf den Punkt fandest, gerade hinten, nochmal, ich habe die Szene im Kopf, wie als wäre die live dabei gewesen. Augsburg kommt einmal nach vorne, einmal, über die Seite von Conny Leimer und er kriegt es nicht hin, obwohl er am Mann ist, die Flanke zu verhindern. Das ist, was mir von Conny Leimer in Erinnerung geblieben ist. Ich habe das bei Michael nicht gesehen, was nicht heißt, dass es nicht so war. Das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich es einfach übersehen. Das kann sehr gut sein. Ich weiß nicht, wann das war. Wenn es erste Halbzeit war, kann ich es voll verstehen. Ja? Weil erste Halbzeit die rechte Seite konsequent ignoriert wurde. Da denke ich, hat man dann auch mal das Recht, sich zu beschweren oder das zu äußern in der Körpersprache. Wenn das zweite Halbzeit war, dann kann ich es mir nicht erklären. Ja, da bin ich bei dir. Ich fand ihn aber zweite Halbzeit auch sehr stark. Und wie gesagt, erste Halbzeit wurde die rechte Seite einfach komplett ignoriert. Ja. Warum auch immer. Aber es ist ja auch schön, jeder hat auch andere Meinungen. Ja? Und das ist doch auch richtig und wichtig so. Ja? Gut, Jakrit. Uns fehlt seit Jahren ein Führungsspieler in der Mitte. Kapitän Neuer ist heutzutage gar nicht mehr involviert, weil Bayern zu offensiv dominant ist. Ansonsten alles Kiddies, von denen man keine geistige Führung verlangen kann. Pavlo ist auch zu jung, zu unerfahren. Kimmich immer auf dem rechten Flügel. Kane ist leider kein Deutscher. Deswegen muss ich sagen, dass mir Leons Präsenz gefällt. Besser als Palhinha. Und ich mag Palhinha. Der FCB sollte eigentlich einen der DFB-Mittelfeldspieler holen. Andrich zum Beispiel. Also den Take mit Kane, boah. Den kann ich jetzt so oder so interpretieren. Ich lasse es mal, das zu interpretieren. Die Aussage, er ist kein Deutscher, ist natürlich völliger Schwachsinn. Was hat das damit zu tun, ob er Deutscher ist? I don't know. Verstehe ich nicht. Neuer, gebe ich dir recht, generell ein Torhüter als Kapitän ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr das, was sinnig ist. Zumindest wenn wir auf dem Platz reden, in der Kabine sieht das immer anders aus. Und dass uns ein Führungsspieler in der Mitte fehlt, ja, gehe ich mit. Gehe ich mit, habe ich letzte Saison schon gesagt. Ich sehe das auch so, dass da eine Führungspersönlichkeit fehlt. Kimmich hatte einen Anflug davon dieses Jahr, gerade mit Pavlovic auf dem Platz. Ja, muss ich ganz klar sagen, da hat er mir sehr gut gefallen, der Josh. Auch in dieser Führungsrolle, die er da eingenommen hat teilweise. Jetzt gerade ist das wieder, seitdem da ein Palhinha rumgerannt ist, war das nicht mehr zugegen. Ja. Und da hat mir die Präsenz eines Goretzkas natürlich gefallen. Der ist aber auch ein anderer Typ dafür. Ja, der zeigt das halt mehr auf dem Platz, wie es ein Kimmich anscheinend nicht so kann. Ansonsten würde ich mir da auch einen wünschen, der da wieder so diese, ja, wir schwelgen in Erinnerung. Matthäus Effenberg, Marc van Bommel, wir können es durchgehen, ja. Unsere zentralen Spieler. Wir hatten immer einen zentralen Spieler, der aber dann auch der Punkt war, der Fixpunkt. Ja. Das haben wir seit Jahren nicht. Da gehe ich vollkommen mit. Das wäre schön, wenn Kimmich dieser Spieler wäre. Das wird er nicht mehr. Das war er nie, wird er nie sein. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Er ist ein bisschen besser reingewachsen in die Rolle. Wie gesagt, vielleicht würde ein Kimmich den Schalter noch umgelegt bekommen, wenn Müller und Neuer weg sind aus dieser Mannschaft.
weil dann ein gewisses Führungsvakuum da ist, dann könnte ich mir das vielleicht vorstellen. Aber ja, es wäre schön, wenn da jemand wäre, der diese Rolle einnehmen kann. Aber wer soll das gerade machen? Ein Goretzka, Goretzka passt aus meiner Sicht nicht in dieses System. Wenn dann eher als der defensive Part. Da weiß ich nicht, ob er das kann, ob er da Bock zu hat. Conny Leimer ist in der Mitte gar nicht gefragt. Ein Palhinha spielt die verkehrte Position in der Mitte. Der muss erstmal ankommen in dieser Mannschaft. Den kannst du nicht zum Kapitän machen oder da als Führungsspieler hinstellen. Es muss aktuell eigentlich ein Kimmich machen. Ja. Eigentlich muss es ein Kimmich machen. So. Und wenn du darüber denkst, einen Spieler zu verpflichten oder einen anderen Spieler in diese Rolle reinzunehmen, ja, dann muss ja ein Kimmich erstmal den Verein verlassen, sonst wird ja nichts passieren. So, vielleicht tut er das am Ende der Saison und dann reden wir weiter. Ja. Aber selbst dann sehe ich da einen Palhinha als Defensiv und einen Pavlovic als Offensiv in der Zentrale. Und warum sollte ein Pavlovic nicht in diese Rolle reinwachsen können? Ja. Weiß ich nicht. Und solange gibst du halt Harry Kane 2 Jahre die Binde und dann ist alles gut. Banja, guten Abend. Guten Abend erstmal. Klarer und eindeutiger Sieg für mich, eine deutliche Steigerung zu Pauli, da man viel mehr Spielfluss hatte. Hat mich in Phasen an die Pep-Ära erinnert. War nie langweilig und verwaltend, sondern man hat immer wieder Angriffe inszeniert. Das ganze Team hat wiederholt als Team funktioniert. Wenn ich überhaupt was kritisieren will, dann, dass unsere Flanken von außen nicht wirklich gut waren. Ja, da gehe ich mit. Wobei ich das nur in der zweiten Halbzeit so sehen würde, dass es nie langweilig war. Erste Halbzeit war es für mich persönlich schon mal zwischendurch ein bisschen langweilig, ist aber auch nicht schlimm. Und dass wir als Team funktionieren, sehen wir eigentlich seitdem Kompanie da ist. Ja? Zweite Halbzeit in Barcelona, da sind wir ein bisschen auseinandergebrochen, was das anbelangt. Da sind wir in alte Muster verfallen. Ansonsten habe ich persönlich auch das Gefühl, dass ein Team immer auf dem Platz war. Und das ist der springende Punkt. Ja. Und ja, ich gehe auch mit, unsere Flanken waren nichts. Ja. Upa und Kim sehr stabil, Kimmich gut, Goretzka mit einem starken Auftritt, sowohl defensiv als auch offensiv. Musiala in starker Form, Olisse gut, aber auch Coman verbessert. Und natürlich Kane, seine Elfmeter sind überragend, ja. Egal, ob der Torwart die Seite erkennt, die Schüsse sind nicht haltbar. Und das dritte Tor überragend. Der Pass von Goretzka war schon gut, aber was Kane daraus dann macht, ist eigentlich Tor des Monats. Ja. Natürlich bedingt dadurch, dass der Torwart sich auch früh entschieden hat. Ne? Aber wenn du dann den Ball so abgewichst da runternimmst und dann noch direkt reinköpfst. Also. Augsburg hat extrem stark verteidigt, aber wir waren in allen Punkten überlegen. Mehr gelaufen, mehr Sprints, mehr alles. Mehr Zweikämpfe gewonnen. Ja. Und wieder zu 0 und das nicht mit Glück oder Neuers Paraden, sondern weil das Team schon im Voraus alles erdrückt. Nun können wir entspannt schauen, was die Konkurrenz macht. PS, nun deine Kommentare gesehen, sehe das zu Goretzka völlig anders. Vorher hatte er und war eigentlich sehr präsent. Deine Meinung in Bezug auf bestimmte Spieler hast du eben. Ich fand Augsburg offensiv harmlos, da hast du recht, aber sie waren defensiv extrem stabil und diszipliniert. Ja, das ist ja auch völlig fein, dass du das anders siehst. Habe ich kein Problem mit. Torki, das 6. Spiel in Folge zu 0, Respekt an die Mannschaft. Wenn man gegen eine so tiefstehende Mannschaft so solide und geduldig bleibt, wird man belohnt. Sicherlich, ein Tor zu hoch und doch am Ende egal. Wir haben wichtige 3 Punkte geholt. Mit solch einer Einstellung Professionalität kann man viel erreichen und steht am Ende der Saison womöglich wieder mit dem Meistertitel da. Naja, und mal ganz ehrlich, das wäre nicht nur mehr als verdient, sondern ein Weltklasse-Stürmer belohnt sich mit seinem ersten großen Titel mit einer Mannschaft, was er sich reglich verdient hätte. Ja, das ist auch, oder wird, wenn dem so sein sollte, bei mir die persönliche Freude umso mehr steigern, dass dieser grandiose Fußballer sich dann endlich mal mit dem Titel belohnt. Wow, 25 Elfmeter in Folge. Der 4. Dreierpack nach dem 11. Spieltag ist einfach nur wow, wow, wow. Und beide Elfmeter waren zu Recht. Das letzte ist einfach nur, ja, heavy. Doch auch Musiala einfach nur überragend. Pässe gespielt in 90 Minuten müsste doch ein neuer Bundesliga-Rekord gewesen sein. Über 800. Ich glaube, wir hatten schon mehr diese Saison, oder? PSG kann nun kommen und dann geht's mit Dortmund und Leverkusen weiter. Interessante Wochen für Bayern. Schönes Wochenende euch allen. Mir Samir. Ja, ich denke jetzt auch, die nächsten 3 Spiele werden ein bisschen interessanter werden. Obwohl wer weiß, wenn Leverkusen wieder so spielt, wie sie im ersten Spiel gegen uns gespielt haben, wird das auch ein langweiliges Spiel. Ich bin gespannt auf heute, auf PSG. Ja, da bin ich sehr gespannt. Ja. Die Baumis, deswegen noch ein Kommentar, okay.
Neuer 3, Guerrero 3, Kim 2, Upa 2, Davis 3, Kimmich 3, Goretzka 4, Ulisse 3,5, Musiala 1,5, Coman 4, Kane 1. Ja, ist doch jetzt, glaube ich, auch nicht so weit von meinen Noten entfernt, oder? Danke erstmal dafür. Florian. Gut, Bayern hat mal wieder souverän gewonnen. Aber was soll Augsburg sonst machen, wenn sie so wie beim Handball eingeengt werden? Richtig nach hinten reinstellen. Aber die Bayern kann man nicht stoppen. Die werden ihre 90 Punkte holen und werden locker Meister. Die haben keinen ernsthaften Verfolger. Ja, habe ich ja schon vorher schon beantwortet, wie ich das sehe. Was hätte Augsburg machen können, wollen, sollen. Ist immer leicht gesagt, ja, da gehe ich mit. Ja, ob wir einen ernsthaften Verfolger noch haben oder nicht, ich denke mal, wir können da mal zur Halbserie drauf schauen. Das jetzt schon zu sagen, finde ich ein bisschen verfrüht. Oliver, Opa und Kim haben sehr gute Aktionen gehabt und keine Fehler. Mindestens Note 2. Naja, haben sie viele Aktionen gehabt? Also ich habe die nicht gesehen. Ich habe Augsburg nicht in die Offensive gesehen. Sorry. Ja, im Spielaufbau waren sie gut beteiligt. I don't know. Muss jeder für sich wissen. Die Baumis nochmal. Ein weiser Mann namens Kai sagte eins, wenn du diese Spiele gewinnst, wirst du Meister sein. Geschrieben nach einem Kane, jetzt waren es 3. Wayne, was war genial? Ich schreibe, warte auf dein Video. Wunderbar, rock me like a Harry Kane. Danke FC Bayern, PS, der Augsburger Wolf, ein richtig fairer Verlierer, Top-Interview. Habe ich nicht gesehen. Fonsi ist immer schwer für dich, Oliver. Ja, ist doch nicht schlimm, oder? Soldier, was Augsburg da veranstaltet hat, ist eine Frechheit. Bernd, Augsburg hat nur Bus reingeparkt, das war nichts. Bayern München hat gute Leistung, dass es zum Sieg reicht. Ja. Refan Stab. Wow. Sehr kreativer Nick. 6 Spiele in Folge zu 0 gewonnen. Man ist wieder richtig stabil in der Defensive. Aber jetzt kommen die PSG und Dortmund, 2 etwas stärkere Gegner. Mal schauen, was wird. Ja, schauen wir mal. Joachim, völlig richtiges Resümee. Kein glanzvoller Sieg, aber dennoch souverän. Augsburg stand defensiv sehr gut. Da ist es nicht so einfach. Im Endeffekt geduldig geblieben, souverän zu Ende gespielt, fertig. So sieht's aus. Deppenradar. Ulisse ist der Hammer und das letzte Tor von Kane war richtig schön. Der Kommentar. Ich finde es mehr als schade, dass man Peretz keinen Einsatz gegönnt hat. Ist irgendwie nicht in Ordnung. Puh, das Spiel war sehr schwierig, weil Augsburg den Bus gepackt hat. Uns hat die Klarheit in der Offensive gefehlt. Wir brauchen die Elfmeter, sonst wäre das Spiel 0-0 ausgegangen. Ja, hätte Fahrradkette. Ja, vielleicht wäre auch nochmal ein Ball anders reingerutscht, was weiß ich. Kann man immer, ja, so wie es sich angefühlt hat, hätte man sagen können, wir spielen noch mal 90 Minuten und wir machen kein Tor. Weiß ich nicht. Am Ende des Tages immer schwer zu beurteilen. Ne? Oh, das war's. Leute, ich bin ja auf den Punkt fertig. Auf den Punkt. Ja, nicht ganz, 58 Minuten. Leute, vielen lieben Dank für eure Kommentare. Es war mir ein Fest, den einen oder anderen Kommentar mal wieder zu lesen. Natürlich hast du wie immer 1, 2 hier nichts dabei, das wird sich auch nicht ändern. Das ist auch völlig fein. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, habt eine schöne Woche. Hoffentlich heute mit dem Sieg gegen PSG. Ja, rot-weiße Grüße. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.